Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier im Turniermodus von Dragon Fighter Z. Wieder mal, oder immer noch offline sind wir hier unterwegs zum ja, zeigen und lernen und so weiter und so fort. Und vermutlich aber sicher ist es wohl auch der letzte Part hier im Offline-Let's Play. Wir dann in wenigen Wochen ziemlich sicher, dass Online-Let's Play steht, wenn wir schon wieder rechts sind. Ich frage mich wie das eigentlich online dann ist, weil ich habe ja schon mal online gefeiert, ich glaube sogar war am ersten Part des Let's Plays mal so Tests, also ich glaube immer auf der linken Seite. Da fange ich halt, wenn ich so auf der linken Seite hantiere. Beziehungsweise kann man nicht irgendwie so programmieren einfach. Ah ne, geht natürlich, mit den Lags natürlich erst recht vorhanden war. Kann man vorstellen. Ne, ich dachte mir halt von wegen, man könnte es so eigentlich programmieren, dass jeder halt auf seiner linken Seite kämpft quasi, aber dann wirklich im Kampf wird es halt jeweils links und rechts dargestellt, damit es wieder funktionieren würde, wa? Aber ja, bis das Ganze berechnet hätte es zum wieder, wenn ihr Trefferpunkte oder wann ist ein Treffer, wann nicht, etc. etc. Ich glaube, das wird ziemlich dauern, ziemlich Rechenleistung beanspruchen und ja. Nee, ich glaube nicht, dass das lohnen würde. Das heißt für mich einfach, ja, der rechten Seite kämpfen muss ich halt lernen. Also man könnte irgendwo in den Optionen umstellen, dass man das gar nicht mehr invertieren muss, die Steuerung. Weil dann wird das Problem auch gelöst. Das ist aber ein super Angriff, wenn es da halt invertiert wird. Erstaunlich, war. Vorhin hatten wir noch Gegner auf 80, jetzt sind es auf 60. Man merkt schon einen gewissen Unterschied. Das war mich gerade, ich bin ja jetzt... Es klappt nicht, ich kann nicht den Move ausführen. Will ich nicht meine? Den hier. Nee, den... Mann, jetzt wollte er gerade machen. So, damit wäre Hit auch schon mal eliminiert. Hallo. Reinswitchen. Ja, toll. Wollen wir den Charakter reinswitchen? Das muss wieder nicht, muss das invertieren und nicht. Ah, deswegen hasse ich das. So, das wollte ich eigentlich machen. Eigentlich nichts anderes als das. Aber gut, interessant zu wissen, meine Stärke ist also irgendwo zwischen 60 und 80 von NPC, ja. Oh Gott, da geht es eigentlich mehr um die Kombos, weil man gesehen hat, die 60er, die aktuellen NPC machen irgendwie kaum Kombos. Die 80er machen eigentlich ständig nur Kombis, also insofern jetzt sind wir schon damit zusammenhängen. Ja, wir schauen mal. Ich hoffe, dass ich das jedes Mal auf der rechten Seite hantieren muss. Obwohl, so bekommt man natürlich Übung. Aber die Übung kann ja anders bekommen. Da finde ich auch so doof. Ich finde es immer noch doof. Wieso sehe ich den Kampf nicht? Oder habe nicht die Option, den Kampf zuzusehen. Vor allem sehe ich nicht, welche Charaktere dort kämpfen würden. Da würde ja auch schon mal ein bisschen was bringen. Ja, bis zum Finale bin ich natürlich immer auf der rechten Seite, wa? Vorausgesetzt, ich komme überhaupt ins Finale.
Ach du Scheiß gegen Broly, ja leck mich am Arsch. Jetzt kommen die DLC-Charaktere dazu. Ja gut, zumindest mal ein cooles Thumbnail mit Broly. Leck mich am Arsch. Ausgerechnet der. Ja, war der verdammt viel Power. Mir fehlt Kakaoto! Okay. Nein! Und Broly ist raus! Broly ist raus! Schade. Oh oh. Das wird wehtun. So. Trotz allem, so gegen Super Saiyan Blue. Ist natürlich ein bisschen lame, ich weiß. Ich komme jetzt vor allem in die Luft, wa? Wenn auch noch so etwas. Also sprich zum Beispiel, wenn ich einen Gegner in die Luft habe, oder? Und dann nach unten schleudere. Ist auch ein bisschen, je nach Charakter ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich dann noch einen Super Move quasi nachsetzen möchte. Wie es am besten funktioniert. Und vor allem natürlich, welcher Move er macht einen physischen, macht einen Ki-Angriff, kann es mit einem anderen Charakter noch kombinieren. Das sind so Dinge, die man noch ein bisschen verfeinern kann. Beziehungsweise natürlich verfeinern muss, ganz klar. Also da muss schon ein bisschen mich reinhängen. Und je nach Teamkonstellation halt die beste Kombi rausfinden, etc. etc. Weil dafür hat man ja 3 Charaktere zur Auswahl, aber deswegen spielt man ja im Team. Das ist auch mal ein interessantes Gegnerteam. Das Team zerstückelter Freezer? Ja, ich glaube, Freezer wird das nicht gerne hören. Habe ich so meine Bedenken. Ah, fuck, der hatte einen Treffen. Von wegen halt, dass Gohan halt seinen Abwehr-Move quasi einsetzt, obwohl er noch zu weit weg ist. Aber dann kombiniere mit Vegeta oder Son Goku. Und die dann mit ihren Superangriffen quasi die Reichweite hätten. Das war eigentlich schon mein Ziel gerade. Oder Versuch, die Kombi zu versuchen.
Sag mal! Was soll jetzt der Scheiß? Komm schon! Alter! Wieder mal so eine Kombi, wo man nicht rauskommt. Ganz geil. Ja, sicher, mach doch einfach einen deine endlos Kombis nach der anderen. Ich habe Zeit zu warten, wa? Was zum... Klar! Wann kannst du das denn? Oh mein Gott. Dosan! Foto! 戦いの感が鈍ってんな。大丈夫。僕はもう子供。 Ja, das war schon, aber trotzdem irgendwie ein Fight auf Biegen und Brechen, wie ich finde. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie stark sind die wohl und vor allem... Welcher Gegner darf es wohl sein? Nappa? Okay, der muss eine fiese Teamkombi sein. Sonst gibt es, wie ich finde, keinen, der irgendwie so ein Nappa da drin ist. Kam mir bisher jetzt nicht so stark vor, aber mal gucken. Der Hintergrund, ey. Okay, das ist schon geil. Mit den ganzen Fans dabei. Alter, war schneller als ich. Ja, klammerhaft eine Mega-Kombis. Ah, eben deswegen, ja. Nö, nö. Wobei ich den Finisher Move gar nicht in der Luft machen kann, war mir echt gerade. Hey, wieso kann ich jetzt... Ich kann Ultimate Move in der Luft nicht... Ich kann ihn am Boden nicht machen. WTF. Ah, jetzt kann ich wieder machen. Ja, also manchmal ganz ehrlich. Hintergrund. Vergiss den Schmerz niemals. Niemals! Okay, interessant. Da wird vielleicht noch irgendwas anderes kommen, wenn man da gewonnen hat, aber offenbar nicht. Ja, Turnier.
Natürlich nicht online, war ganz klar, weil es steht ja auch lokaler Kampf da. Also man kann da zwar lokal bis irgendwie mit 16 oder 15 anderen Spielern zocken, was natürlich schon krass ist. Aber ein Weltkampf, da ist natürlich auch ein Turniermodus, ganz klar. Eine Rangliste, okay, okay. Gruppenkampf, der müsste aber auch online sein, wa? Wir finden 3 gegen 3 Kämpfe mit zufällig ausgewählten Teilnehmern statt. Ah, sind die wiederum, wa? Serverbereich irgendwo? Hä? Was soll das sein? Ah, wurde wegen dem Level hinten dran, wa? Mhm. Aber eben ist auch online und das will ich hier nicht machen. Nein, 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 nein. Das ist der Arena-Kampf, der ist auch online. Du, du, du. Dazu später mehr. Du, du, du. Bisschen Geld ausgeben, ich habe genug. Z-Marke 69. Was bringen soll, keine Ahnung. Alter, ja viel Kohle. Ja, weil ein bisschen Zeit habe ich ja noch, bis ein paar vorbei sind. Und dann ein bisschen Dinge einkaufen und dann natürlich auch zeigen. Ich glaube, die Charaktere plus ihre Farben etc. was es da alles noch gibt. Ja, das denken wir vor allem natürlich, wenn es noch weitere Charaktere gibt. Eben vermutlich jetzt noch mindestens 6 weitere DLC-Charaktere geben. Und mit den ganzen Kombis, die man alles machen kann, etc. Also, das Spiel hat sicher Potenzial. Auch wenn es bereits erwähnt, so 1, 2 Schwachstellen hat. Also Schwachstellen. Das sind für mich persönlich Schwachstellen, wo ich sagen würde, da ist doch doof, wieso haben wir das so und so gemacht? Naja, andere stürzt vielleicht weniger oder gar nicht, kann vielleicht auch alles sein. Das ist ja jedem selbst überlassen. So, dann müsste es erstmal reichen. Mal gucken, was haben wir jetzt alles? Lobbycharakter festlegen. Das wird ziemlich alle haben, was es so gibt. Pflanzenmann sogar. Bardock Super Saiyajin. Problem nur eine Farbe, krass. Dann nur 2 Farben. Ja, wenn es natürlich alle Farben hat, das kann wirklich dauern. Son Gohan T. Ne, stimmt doch nicht, das ist Kit. Das ist Son Gohan Kit-Modus. Aber man sieht, es gibt hier relativ viel. 22 offenbar nur in der bösen Form vorhanden, krass. Ja. Da haben wir Son Goku und hat nicht sogar irgendwo. Ah, mit dem Vigi oder Vigi. Egal, mit dem Whis-G. So, mit dem Anzug von Whis. Trunks Super Saiyajin Freezer. Finale Form. Freezer Golden Form gibt es wohl nicht, wahr? So Gohan Teen Super Saiyan 2. Mhm. Machen wir jetzt eigentlich Gohan. Ich habe von Gohan immer noch nur 2 Farben. Das ist schon übel. Kann ich eigentlich ein neues Team machen? Ja, da wird zum Bearbeiten für lange helfen. Und gibt es nur insgesamt 10 Teams, man kann gar nicht mehr machen. Das sind halt vermutlich die vordefinierten, stelle ich mir mal vor. Mhm, ja toll. Mag einfach die hier, war. Platz 2 war die Blue-Versionen. Muss das gewesen sein? Haben wir noch Vegeta Blue. Mhm. Mag einfach die Farbe hier, war.
Level wird aber immer ein bisschen zufällig, war, aber ich kann ein bestimmtes Level hier, der Lieblingslevel. Dann alles ihm noch cool. So. Nee, wieso warten? Ich will nicht warten. Wieso kann man das Ding jetzt wieder rausnehmen quasi? Kann das vielleicht irgendwo wieder... Kann ich wohl nicht. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Wie gesagt, da auch mit dem Benutzerinterface, sag ich jetzt mal, da finde ich, könnten wirklich noch ein bisschen was schrauben dran. Wenn es auch ein bisschen offensichtlicher ist, oder es liegt in der Übersetzung, so dass es nicht ganz klar ist. Oder eben halt auch, wenn man halt gerne auf der linken Seite zocken möchte, dass man auch da gerne zocken kann, nicht immer auf der rechten muss, vor allem offline. Online, wie gesagt, natürlich was anderes. Ja, dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, hier im Let's Play von Dragon Ball Fighter Z, das ist hiermit vorbei. Zumindest das Offline-Let's Play. Online bereits schon öfters erwähnt, wenigen Wochen jetzt losgehen. Let's Fight Online und so, wie es früher bei Dragon Ball 2 war in der Art. Und ja, dann noch viel vor mir, viel trainieren, vor allem Kombis mit den mir bekannten Charakteren und vor allem natürlich auch neue Charaktere, also neu, die anderen Charaktere testen. Und vielleicht sogar neue Teams bilden. Und dann mal gucken, wie weit mich das Spiel noch bringt. Natürlich auch, wie erfolgreich wir noch sein werden, wie viel Spaß noch bringen wird. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.